China Agreement on Investment, den durch die Mutualsanktionen am Moment op Eis leiit, ass dat aber deblockiert gin. Ich mein, das en guten Schritt nofir, weil ich meine die Europäische Union als wie ich so open mais wie Jean-Claude Juncker gesot hat l'Europe est ouverte, mais l'Europe n'est pas offerte. Und ich meine, für das umzusetzen, braucht man so Regeln, braucht man zum Beispiel den IPI, wo ich schon gerade davor gesagt habe, als immens wichtig. Dann haben wir aber auch den Instrument für Investitionen aus Drittländern direkt zu screenen. Das ist schon mal ganz wichtig. Das ist ein sogenannten FDI-Screening-Mechanismus. Und da sind mittlerweile 18 von den 27 Memberstaaten, die auf nationalem Niveau so ein Instrument umgesetzt haben. Das ist ganz wichtig, für justement zu sehen, was auf wie viele Paare zum Beispiel für eine Societät käft ein Investor aus einem Drittland drauf. Und das ist natürlich ein Problem, wenn man gesehen hat, dort den 18 von 27 Memberstaaten Lützeburg hat das leider noch nicht umgesetzt. Da kann ich vielleicht daran erinnern, dass mein Parteikollege Claude Wieslach schon für über 2 Jahre den Gesetzesprojekt 75 rabrucht hat, die leider im Moment am Staatsrat, soweit ich weiß, als noch nicht darunter geschafft gehen. Ich meine, für wichtig, wenn wir wollen, kredibel sind, ja, für mich nicht die Tönnigstirche sind, für an den europäischen Markt heranzukommen, und da dann, egal was zu machen, da war es wichtig für Lützburg, dass wir auch da endlich neben der Cap machen und dass das Projekt auch weitergeht, dass eine Proposition de loi kann auch sein, dass die Regierung ein Projekt de loi da bringt. Ich denke, das ist wichtig, dass wir das machen, weil notamment Lützburg als von den Ländern von der OCDE dat am opensten als für ausländische Investisseuren an, das auch natürlich dann den Zeichen, wir müssen auch solidarisch Matteisen andere Mandatstaaten sind, weil es geht nicht, dass man so einen Flickenteppich schon, wie das aktuell der Fall ist, da muss man auch heute zu Lützburg ganz klar nullehen. Und dann den wo ich responsabel gießen, das auch noch komplementär dazu, dass das Instrument ihrer non-foreign subsidies, das heißt, wann eine Entität aus einem Drittland an der Europäischen Union zum Beispiel einen Betrieb überholen könnt, oder wenn sie zum Beispiel bei einer öffentlichen Ausschreibung mitmachen, muss man eigentlich keine Regeln, was Subsidien an der Europäischen Union, ganz strenge Regeln, was die Details angeht. Das ist natürlich gut, dass wir dann innerhalb den europäischen Betrieben und an den Ländern einen gewissen Level Playing Field, eine Fair Konkurrenz aufrechterhalten und kreieren. Aber man hat kein richtiges Instrument, wie es gehabt für das auch mit Investissementen aus Drittländern zu machen. Und ich meine, das ist wichtig zu sagen, als stärkt als das Offenheit, wir müssen aber aufpassen und die Richtigkeit vorsetzen, für dass die stärkt, nicht umfallen kann durch eine Schwäche. Wir wissen, dass in dieser Pandemie immens viele Betriebe an der Europäischen Union geschwächt sind, weil hier ihren Umsatz angebracht ist. Die sind natürlich extrem vulnerabel und das sind die als Werte noch so überholt gehen. Man muss noch wissen, wann es um Gider geht, also Schule zum Beispiel, wenn man Stuhl an der Europäischen Union importieren. Und wir wissen, dass du Subsidien sind, Staatshilfe sind. Staatshilfe können wir verschiedene Naturen, und ich komme nach darüber zu schwätzen. Da können wir bei Gider können wir das machen. Da haben wir Anti-Dumping-Mesuren. Mehr war wirklich so für öffentliche Ausschreibungen und für Übernahmen von Betrieben hat man bisweilen noch nicht. Und das heißt, du mal also ein ganz großes Lach an unserer Politik gestoppt, wie gesagt, für als Offenheit nicht zu einer Schwäche gehen zu lassen. Dadurch, dass natürlich die analysiert und auf welcher Form können so Subsidien gegeben, da können zum Beispiel Kredite sind, die ohne Schuldzinsen geben. Wenn Eisbetriebe aber müssen Schulden abholen für ein Projekt mitzumachen oder für einen anderen Betrieb zu überholen, dann haben wir eine Kondition, wo man eine unfaire Konkurrenz zwischen europäischen und nicht-europäischen Betrieben. Das kann aber auch sein, dass man zum Beispiel dass ein Drittland steuerliche Avantagen für Betriebe gibt oder unlimitiert Garantien, natürlich dann ganz diverse Naturen haben, wie so ein Subsid ausgeseit. Wir wollen, dass das, was für Eisbetriebe gilt, dass das auch für die müssen gelten, die von draußen rankommen. Und dann ist natürlich auch, muss man als Truhe stellen, wenn die Konkurrenz dann definitiv verzerrt, das geht an dem Projekt, die Kommission proposiert hat, ganz klar definiert. Und es sind 3 Instrumente, also schwer gesehen sind 2 Instrumente,
notamment Notifikationsinstrumente, das heißt, wenn ein bei einer Stehmacht mischt, muss ihn dann auch ganz klar umgehen, ob ein staatliche Beihilfe gekriegt wird, wegen einer Natur, die war, und da gibt dann noch Sanktionen, falls die Notifikation nur unkomplett gewesen ist. Und das zweite Instrument ist das auch für die Marché-Publiken. Da sind verschiedene Säulen vorgesehen. Ich kann mir feststellen, dass über die Säulen noch ganz viel Wert diskutiert wird. Zum Beispiel bei Übernahme von Betrieben aus der Säule muss, wenn der Betrieb mehr wie 500 Millionen Schiffe oder Fährt, ich fand das ziemlich hoch. Wann dann du eng Party, also wann dann du über 50 Millionen giffen Subsid aufhängen. Ich fand das immens hoch gesagt. Die Kommission möchte natürlich, weil sie fährten, dass sie nur viel zu viel Arbeit kriegen. Aber ich meine, dass wir auch viele Kleinbetriebe, Start-up-Betriebe, wo die Gefahr ist, du hast, dass sie überholt gehen, dass du eine Technologie einfach irgendwo auch nicht das Matt geholt wird, und dass auf Ende kommt und der Europäische Union nicht produziert. Und der zweite ist für die Marché-Publiken, du hast das am Moment bei 250 Millionen gesagt, auch das fand ich als jetzt heute ziemlich hoch gegraft, dass der Tisch mehr Werte wahrscheinlich auch als Parlament fordern für mehr niedrige Säulen umzusetzen, für just auch mehr so Fälle können aufzudecken und nicht just die gigantischen Fälle. Ich meine, du hast noch viel mehr, was muss geschehen. Und dann kann die Kommission natürlich, das ist das dritte Instrument, auch am Nachhinein kontrollieren und aufrufen, aber besonders bei den Projekten, die vielleicht nicht direkt an einer Echte die genannten Säulen gefallen sind. Und ich meine, du und die Kommission auch die nötigen Mesuren für das zu redressieren, notamment, dass die Suchen, da muss und das Drittland zurückbezahlt gehen, für eben dann auch an der Konkurrenzfähigkeit selbst zu bleiben. Ich bestimmt nicht konkrete Beispiele davon. Ich kann nicht mit eng nennen, da das zum Beispiel 2015 gewirrscht. Du hast der chinesischen Chemie, das China National Chemical Corporation, die haben eine Branche, die auf Produktion von Pneuen spezialisiert ist, die dann 2015 Pirelli kennt da wahrscheinlich alle guten überholt. Im Moment hat man noch kein so ein Instrument und im Moment sind noch rund 60 Millionen Direktsubsidien und den Operateur, den chinesischen Operateur geflossen an. Sie konnten noch in Präpräferenziell von über 500 Millionen Euro für das Tote können zu machen. Da das E-Beispiel, ich meine, man hatte noch schon halt zu Lützeburg Beispiele, NCO können ich wahrscheinlich auch erinnern. Auch da war es ein chinesischen Akteur, den du zugeschmuggelt an, wo geschaut gedacht, dass sie an den Preis gut 25% über dem lohnen, was eigentlich die Paare von NCO damals wert waren. Ja, das gesagt, was man muss aufpassen, dass natürlich, dass man ganz klar so, die ganz viele Fälle, die effektiv chinesische Fälle sind, wo man beschickt ist, aber das nicht nur auf China gemünzt. Prozentual ist natürlich die größte, mit der durch damit zu sehen, dass es eben ein immens großes Land ist, was immens viel Investissementer am Ausland, besonders an Europa mischt. Das muss man ganz klar unterstreichen. Und wir wollen aber auch durch das halt Instrumente da fertig bringen, dass wir als andere Länder hier Industriepolitik an, wie schon die unfair Industriepraktiken eigentlich abhalten. Das heißt, das soll noch ein Incentive eigentlich gehen für dummer da abzuhalten, auf sich auf den Weg zu bringen. Wir haben die Sachen auch schon mal über die Welthandelsorganisation probiert, mehr wie ihr wisst, dass das ein immens großes Thema, die Welthandelsorganisation stößt im Moment auch an einer Krise, weil die sogenannten Appellate Body, den soll, wenn es Dispute gibt, den Code vielleicht auch mal kriegt, Airbus Boeing, die reziprok Sanktionen zwischen den USA und Europa rufen Urteile gesprochen, mit den Organen, die dadurch festgelöst wird, also im Moment nicht operationell, weil von amerikanischer Seite blockiert wird. Das heißt, wir müssen trotzdem aber gucken, dass man die Welthandelsorganisation besonders den Dutten sehen, auch immer Laufen kriegen, und das müssen wir parallel machen. Wir schaffen da ja auch ganz gut mit den Amerikanern, aber auch mit Japan, ob die Subventionsdossier ganz eng zusammen. Voilà. Ich gebe auch noch persönlich spannend, dass man in die ganzen Volumen muss leben, das wird sicher vom Parlament kommen, für besonders in Volley PME, du auch festzulegen, weil diese natürlich die sich am meisten wäre können, das fällt doch vielleicht Männer an Bernheit zu. Ich meine, das wirklich da doch was Dreckgrad von unserer Ökonomie aus, die einfach du PV vergisst. Und es steht nur bereit für frohe von ihrer Seite.
natürlich verstanden. Es geht um über 5 Millionen Umsatz. 5 Millionen Euro. 500 Millionen Euro. Voilà, das bei den Übernahmen. Wenn du einen Betrieb überholst und du hast das eben, wenn die Betrieb über 500 Millionen Umsatz hat, musst du fest die Prozedur deklanchiert. Das ist nur der Meinung, persönlich, du musst auch noch gucken, ob meine Kollegen am Europaparlament, weil Diskussionen sind noch nicht durchgelaufen, ob die dummer da d'accord sind, dass man da als gucken, dem auf alle Fall auch mehr spezifisch, auch noch mit Kleinbetrieben können zibleieren, weil notamment sind nicht oft die am vulnerabelsten sind, erstens mal und zweitens, wo doch viel Startups sind, die neue Technologien auf den Markt bringen, die wir vielleicht nicht finanziell Probleme kriegen. Und du verdenkst, ich muss mal eine Situation kriegen, wo man einen Kompromiss fand, weil schon per Müll als immens wichtig. Ein Startup kann ein per Müll sein, die können aber eine ganz riesige Turnover haben. Und das war selten, dass die schon bei den guten Schiffen d'affaires sind. Und ich meine, das ist etwas, man muss immens aufpassen. Da dann dazu Bedingungen im Marktpublik, also Gesellschaften für Konstruktionen, für Wohnungen zu liefern. Ja, wir haben da ganz konkrete Fälle gehabt. Ich kann ein Beispiel geben. Ich hatte, der kennt vielleicht Jan de Null, diese Jahr halt zu Lützeburg. Die haben ein Projekt gemacht und ich weiß, wir hatten den Dossier notamment an der Kommission von Commerce International auch beschwert. Du hast dann die Ausgründung von der Elbe. Die haben die Schiffer spezialisiert, sich für den Sand rauszuholen. Da waren eine dänische Firma, eine holländisch-belgische und eine Jan de Null und eine chinesische. Und die 3 europäische waren all die 50, und ihren Devis waren die 50 Millionen für das Projekt. Comme ein chinesischer Kompetiteur 32 Millionen. Und das ist schon, wir konnten einen ganz rutsch, der dort Beispiele auch präsentiert, wo Zugtrassen gemacht sind, wo Brücke gebaut sind, das sind noch ganz Projekte, die mit ganz viel europäische Gelder subventioniert gehen. Und dann ist es natürlich auch dramatisch, wenn du Kompetiteure kommen, die sich Männer streng Regeln halten müssen, wie als europäische Betrieber. Und das darf man probieren, die auf ein Niveau zu kriegen. Versteigerung, das ist schon dünner, sondern Kader für Lizenzen von Telekommunikation und so weiter. Ja, das ist besonders gedurcht auch, und das ist auch den FDI-Screening-Mechanismus, notamment für Infrastrukturkritik gedurcht. Das ist schon von drei Instrumenten gespart, den IPI, den FDI-Screening-Mechanismus und der zweite ist nur den Instrument on Foreign Subsidies. Das sind die 3 Punkte. Den IPI, den FDI-Screening-Mechanismus effektiv den, wo es hauptsächlich um kritische Infrastrukturen geht. Und du hast notamment Stromnetze, aber auch Telekommunikationsnetze, weil du ganz viel Sicherheitsfroh auch noch drin hast. Also die 3 Elemente sind an dem dritten legislativen Papier. Das sind den IPI, den Instrument on den International Procurement Instrument, den hast schon 10 Jahre eigentlich auf der Pipeline. Und wir hatten du als Parlament schon für 8 Jahre die erste Position definiert am Conseil, als den du das war absolut gut nicht gerutscht gewesen. Wie ihr wisst, als wir auch am letzten Jahr im Dezember zu der Signatur von dem China Agreement on Investment kommt, die Europäische Kommission ganz zum Schluss von der deutschen Präsidenz nach einer Dach und Fach durch wird. Wir als Parlament hatten wir dem schon gesucht, den dritten Akkord können wir nicht mehr darüber schwätzen, wenn doch ganz klar Mesuren an der Europäischen Union gibt, die Human Rights Sanctions Mechanism, dass den auch muss umgewandt gehen, und dass du ganz klar löschen muss gehen von Leuten und Entitäten, die sich nicht und Menschenrechte halten, und dass man da auch ganz klar Sanktionen machen, und man hier Avaren auf europäische Banken zum Beispiel angefroren. Das haben wir als Europäische Union gemacht, das hat auch lange gedauert, trotzdem wird gemacht, und das ist auch gut so. Und Kontrapartie hat dann die chinesische Regierung ganz rich von meinen Kollegen, notamment die in der Subkommission Droit im Europaparlament, mit auch verschiedenen, den Herr Bütikofer, den Präsident von der China-Delegation aus, geworben, die Lösch gesagt haben, wir als Parlament gesagt, jetzt, nach den guten Konditionen, brauchen wir gar nicht über den Akkord zu schwätzen. Und wie dass den Akkord nicht weitergeht, und das wissen wir, also da war du bei den Memberstaaten endlich auch Druck kommen, ja, wenn wir das mit China nicht hinkriegen, ist so die nicht Fälle
von denen wo man davon schwätzen sind chinesischer wennster Quantität einfach von der Weise von ihrer Ökonomie du hast der auch endlich Bewegung an den dritten Dossier kommen an du hast Kommission auch mit dem halt beim Instrument und Foreign Subsidies kommen an der das auch ganz klar 2019 schon an den Konseilskonklusionen vom Konseil gefördert. Außer China, was sind die Länder, die viel oder vielleicht zu viel Geld kriegen, also Subsidi kriegen? Sind eigentlich, wie soll ich schon, es gibt da pur, wo man heinst du punktuell Probleme haben. Mit den Amerikanern hat man den Airbus Boeing, wo wir als Europäer der Airbus, den wir subventioniert tun, dat hat eng deloyal Konkurrenz kreiert. Die Amerikaner und dat selwicht mat Boeing gemacht an do sind die Sache kommen. Dat Sachen die konnte man op der Welt am Niveau von der Welthandelsorganisation regeln, man sind zufrieden damit, weil Kind das war wie alles ausgeht. Dann sind es für allem die nicht fair spielen am Moment. Die Chinesen, Russen, das sind die hat von der quantitativ hauptsächlich. Der Toten bezieht sich just auf Subsidien, also Staatshilfen. Ne? Das ist nicht das gesagt wird, Betriebe müssen sich nicht mehr so viel haben, dass die letzten Reisbetriebe und so viele Sozialauflagen, das machen die nicht mehr. Also das rein Den halten das spezifische Instrument geht auf Staatsbeihilfen von Drittländern für Entitäten oder Betriebe. Die ersten Drittländer kommen wir am europäischen Binnenmarkt eben aktiv. Wir haben Regeln für Eisbetriebe am Binnenmarkt, wir haben aber kein für die von der aber jeweils kein richtig Handhabt bei denen, die vorbei sind, rankommen. Das ist aber natürlich, und das sind andere Legislativen, und das sind noch andere Kommissäre, die in dem Moment dafür verantwortlich sind. Die Umwelt zum Beispiel ugesperrt. Wir wissen, dass wir zum Beispiel an einer ganz vielen Sektoren, ob das nur den Stahl, Aluminium, Elektrizität, tun wir den sogenannten ETS, den Emissionshandel. Wir wissen, dass das an anderen Ländern nicht so, oder die meisten anderen Länder nicht der Fall ist. Und du hast eben nur dem Fit for 55 Package als notamment auch eine Proposition für die Carbon Border Adjustment Mechanism, die ist eine CO2-Steuer, man darf nicht so nennen, weil sonst man nämlich WTO-kompatibel, das ist eine Abgabe, die soll spiegeln den Preis vom CO2 an dem spezifischen Sektor an der Europäischen Union. Das sind aber andere Kommissäre, die im Moment responsabel sind, weil es ein anderer in anderen Politikbereich eigentlich als Datumado. Wir werden aber auch, aber schon mittlerweile Tag dran, das sogenannte Lieferkettegesetz, wie wir das zuletzt nennen, den Paket Due Diligence. Da war initialement der Kommissar Reinders dafür zuständig. Das war an einem ersten Umlauf an der Kommission gescheitert. Wir hören, dass den Thierry Breton auch noch mal Ruder sich die probieren da zusammen zu machen. Anders soll das eben auch spezifisch zum Beispiel akkompagniert sind von einer Legislation, die ganz klar eine Nulltoleranz für Importer von Gider, die an Zwangsarbeit produziert. Das ist die Idee, die Lieferkette gesetzt. Genau. Aber lieber nicht unbedingt, es geht doch mehr um Sicherheit. In der Zeit war es spezifisch, weil es ganz, ganz schwierig ist, wo wir wissen, wo sie probieren an der Kommission kreativ zu sein, für ein zweites Instrument, was spezifisch den Forstleger eigentlich adressiert. Ja. Für die 500 Millionen, das Chiffre d'affaires fährt zu hey, wie gesagt, dir dann nur eine konkrete Vorstellung, welche Montant dann du so sehr. Wir mussten uns von der Kommission nach erklären lassen, ganz klar, wie wir haben natürlich die Tütenpakt gelesen, du hast natürlich auch den Kostenfaktor, sie müssen nur mal durchlegen, was so ein Instrument kostet. Und du fand ich meine Interpretation, dass sie die so herausgesichtet für dass sie das fertig bringen, mit den Ressourcen, diese Hunde nach dabei kriegen, für das Instrument auch funktionieren zu die. Wenn den Leute so aufsetzt, konzerniert das natürlich viel mehr Übernahmen, zum Beispiel konzerniert eben noch bei den öffentlichen Ausschreibungen viel mehr Projekte, da brauchen sie mehr Ressourcen. Wir
Ressourcen Männer für das überhaupt können zu machen. Und ich denke, du musst man vielleicht etwas finden, wo man aber ein Notifikationssystem auch, wo man können als Memberstaat oder muss gucken, wen du kann notifizieren. Das tut also ein Projekt, wo es solo 60, 70, 80 Millionen bei einer Ausschreibung geht, das aber schon nicht leicht. Ich meine, du kannst auch mit allen Entrepreneurs mitmachen, dass du auch eine Notifikation hast, dass wir Kommission können invitieren, das zu machen, und auffordern, das zu machen. Ich denke, das wäre ein pragmatisch Uphack. Es soll festmachen, das ist also immer schwierig. Ich denke aber auch bei öffentlichen Ausschreibungen, ein Projekt für 50 Millionen, besonders wenn du viel öffentlich Gelder drauf ist, gehe ich davon aus, dass du als Bürger, als Steuerzahler wissen wollen, was da geschieht, und die haben natürlich eine Präferenz, dass das dann auf faire Konditionen geht, wo definitiv dann nur als, wie soll ich sagen, als Arbeitsrechter respektiert, weil zu viel von den Projekten, wenn ich mit den Leuten schwätzen, mit den Betrieben schwätzen, schon notamment an der letzten Kommission für den internationalen Handel vorgestellt, ja, eigentlich, wenn du chinesische Betrieb könnt oder russische Betrieb könnt, die müssen sich aber dann auch das europäische Arbeitsrecht haben. Ob man dann den Salärminimum von dem Land, wo sie durchschaffen, weil das probieren wir auch mal ein Posting of Workers an der Europäischen Union hinzukriegen. Den Herr hat öffentlich an der Kommission gesagt, wir setzen einen Akkord zwischen China und dem respektiven Memberstaat, und da gehen die Sachen einfach auf Eis gelöst. Das hat die ganz Gouvernement gesagt. Mich hat die Menschen schockiert, weil ich fand, wenn man schon Arbeitsrechte haben, dann mussten auch die Beauskunft müssten sich daran erhalten, und du kannst dann nicht sehen, dass Memberstaaten das einfach auf Eis legen, fand ich definitiv nicht richtig. Ich habe richtig verstanden, gilt du direktiv die Tasche mal nicht für die Länder. Die gilt also nur für Länder, europäische Länder. Das muss man bei den konkreten Fällen überprüfen. Selon, das ist nicht der Monster in gewirrscht von Strabag, das ist eine große Konstruktionssocietät, die hat das gesagt, weil es schon vorgestellt wird, was dann den Unterschied, weil wenn die als europäische Firma hingeht, an Diana theoretisch muss da für dieselben Salär, aber schaffen noch manches Salärminimum. Ich meine, das ist klar, singen aus, das sind Akkorde, die auf ganz hohem politischen Niveau getroffen gehen, und die geben du nicht respektiert, aber beziehungsweise nicht kontrolliert. Die sind nur den Hauptberichterstatter. Das ist ein Hauptberichterstatter an der Kommission für den Commerce International. Die Base legal davon ist den Artikel 207, der das eben noch justement der Commerce International, den dann greift. Das ist noch der Rapporteur, den dann, wenn wir bis Position vom Parlament haben, dann den Verhandlungen mit dem Ministerrat Wert legen. Es gibt im Moment noch eine Diskussion zwischen den Kommissionen, weil notamment die Kommission Ökonomik und Monetär auch nach Kompetenzen, die sind auf alle Fall assoziiert, weil es geht auch um Konkurrenzrecht. An zu Lützeburg, also doch zu Bresel als der Conseil Kompetitivität, den responsable ist, und in dem Fall ist das den Herr Feio, den Dossier Lützeburger Seite macht. Wie steht da am Anfang? Das dauert. Da durchaus nach ganz am Anfang Propositionen auf der Kommission als Armee und durchgelöscht gehen am Parlament, als bis fällt justement nach die Kompetenzfragen gehen. Also bis weil nach nicht umgegangen wir sind, aber können sehr anfangen, dann muss man, wenn die Prozedur klar ist, dann gehe ich davon aus, dass man ob man an der Kommission bis also für Sommer nächstes Jahr einen Text vom Parlament stunden, den du noch Ende des Jahres schon primär kennt. Das ist natürlich das den Agenda, die mir am Moment viel gesehen, du kannst aber natürlich immer noch Sachen, die dazwischen kommen, die aus. Das noch vor. Das ist ziemlich technisch. Ich probiere nur so einfach wie möglich zu machen, weil das effektiv ziemlich technisch ist. Wie ich so, das ist immens wichtig für justement auch als Offenheit und als Unkoordiniertheit an verschiedenen Punkten definitiv eine Lücke zu schließen. Und ich bin aber froh, dass die Europäische Kommission die Proposition auch an dem Sinn gemacht hat.
gibt es an dem Bereich noch Lücken, wenn ich so, was so Konkurrenz verzerrt wird. Was so Wettbewerbsverzerrung, das war immer ein großes Thema gewesen, meine Zeit, weil ja, war was muss auf der Linke, Union an große Ganzen umgeklappt wird, geht dann auch so Lücken, wo den Wettbewerb verzerrt wird, nur die Europäer. Es gibt notamment das ein Instrument, den Kommission im Gang als 14 bereden, das ist ein Anti-Corruption-Instrument. Das ist ein Instrument, das notamment auch soll der Kommission eine Handhabe geben, für am Fall, wo ein europäischer Betrieb an ein Drittland geht, wie oder an Indien, wo du unmöglich Druck an eigentlich Erpressung auf Betrieber gemacht wird, die kriegt den Terra, wann der Eier do etc. mischt, an das wo ganz viel als Betrieber drin zu leiden und das an mehr Länder auf der Welt der Fall, wo auch Technologietransfer gefordert wird etc. Also das der nicht weiter an dem Marché schaffen. Das sind Sachen, wo die Kommission nachdurch schafft, an der das etwas wenn ich hören, wahrscheinlich im Dezember soll auf den durchgelöscht kriegen, das noch ganz an der Kanner schon. Das war praktisch was China, würde ich immer wissen, wann ich überhaupt hinkommen als ja, mit das den China Agreement on Investment als viel kritisiert gehen, mit muss ich nur pro Sachen dazu sagen, den China Agreement on Investment, da das ein Investitionsaufkommen ist und das kein Handelsaufkommen. Ich meine, das muss ich ganz klar sagen. Und dann ist es so, unser Marché an der Europäischen Union ist largement ouvert für Investisseurs aus Drittländern, eins du vielleicht ein bisschen zu open und dass wir zu wenig kontrollieren, wo kommen die Suen her, was sind das für Suen, sind da auch Sachen, die eigentlich als kritische Infrastruktur in Gefahr bringen, wo auch unfair Konkurrenz mit unseren Betrieben gemacht wird, der denkt, wir hatten mit dem Akkord, den die Kommission verhandelt hat, das Mandat vom Ministerrat natürlich, eigentlich fertiggebracht, dass als europäische Betriebe aus China mehr ähnliche Konditionen kriegen wie die Chinesen sie aktuell auch schon bei uns haben. An dem Projekt sind ganz Staaten, die weggefallen werden, wird den Technologietransfer, den obligatorisch ist, wäre weggefallen. Du wäre weggefallen, dass zum Beispiel ein obligatorisch Joint Ventures zwischen länger europäischer und länger chinesischen Betrieb gehen. Das wäre noch, weil wir da im Moment doch so ein Equity Cap, das heißt, wie viel maximal den europäische Betrieb darf besitzen. All die Sachen wäre weggefallen. Das heißt, wir wären mehr um die Freiheit kommen, die sie eigentlich schon bei uns genießen. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Chinesen selber den auch gut nicht wollen. Sanktionen hin oder her. Wir haben die über die Menschenrechte gemacht, das ist gut so. Sie haben uns deputiert und gesagt, ich kriege eine Menge der Chinesen eigentlich nicht viel zu gewonnen und sie kriegen mehr Konkurrenz auf ihrem Marché domestik. An der Europäischen Union haben sie dann schon mal Aktien. Da sind sie auch extrem beunruhigt, wenn man über die heutigen Projekte, die ich nur vorgestellt habe, schwätze, weil das notamment für sie am europäischen Binnenmarkt wird definitiv mehr schwer möchten für uns Betriebe. Also wir schaffen ein Level Playing Field, wir probieren das zu schaffen, muss natürlich auch noch alles durchgehen und ergreifen. Mit das, wo das halt den Druck hinzieht, dass man da nicht unmöglich exposiert sind, wann sie besser sind, okay, je veux bien, aber wenn sie nicht besser sind und sie können sich dadurch nicht leisten, mit die Hundern in Staat, den der Hand sticht, mit Bierst für sie, etc., ja, dann haben wir auf jeden Fall keine fair Konkurrenz mehr. Ich meine, das nicht, das ist länger. Hallo. Das klingt formulieren. Und ich 25 Hand. Merci.